Herzlich willkommen zur Churchbox im August, der Ort, wo wir dir den Herzschlag der Kirche näher bringen. Heute sprechen wir über Revival Week. Wir sind eine betende Kirche und wie können wir auch in einer zerbrochenen Beziehung eine göttliche Perspektive wieder kriegen. Und schön bist du da, Joel Baumgarten im Studio, einer unserer 2 Gäste heute, wunderbar. Ja, es ist krass. Morgen starten wir wieder. Gebet ist uns als ICF so wichtig und Gebet bewirkt Wunder. Und darum haben wir uns entschieden, auch nächste Woche wieder starten mit jedem Morgen. Neben dem, was wir monatlich machen, wöchentlich durch das ganze Jahr, morgen, diese Woche, jeden Morgen um 7, beten mit Leon Susan online. Sei dabei, die 2. Woche, morgen um 7, Worship mit Dave Cool. 3. Woche, 31. August, Bibel lesen mit Tim und Joel. Also nutze diese Möglichkeit, einfach inspiriert in diese 2. Hälfte von diesem Jahr zu gehen, weil Gebet bewirkt Wunder. Und in der 2. Woche haben wir die Revival Week. Die Revival Week ist, jeden Abend haben wir ein spezielles Angebot, teils hybrid, teils nur vor Ort. Du siehst es eingeblendet. Auf Telegram hast du alle Links, alle Anmeldelinks, alles findest du dort. Also unbedingt nutz dort und hol dir das ein und überleg dir, welchen Abend du dabei sein möchtest. Eben Montagabend Ladies, dann Dienstagabend Business Community, Masterclass Mittwoch und so weiter. Joel, du wirst am Dienstagabend dort sein in der Business Community. Du Das hast ist neu so. diese Business Community übernommen, leitest diese. Was ist dein Herzschlag für diese Community? Also für die Community selber, da haben wir uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Wir sind als Team zusammengesessen, einfach zum nicht den nächsten Netzwerk-Apero zu planen oder wie kann ich jetzt meine Visitenkarte wieder platzieren oder Auftragsbücher zu füllen, sondern was können wir als Kirche bringen? Und die Kirche, wir haben uns zum Ziel gesetzt, eigentlich das Vision Statement genommen, also wir wollen Unternehmer, dass sie wie mit Jesus können unterwegs sein, Jesus ähnlicher werden, aber dass sie auch Unternehmen positiv verändern können. Was ist dein Herzschlag? Was erwartet die Leute ganz spezifisch an diesem Abend dann? In der Revival Week oder an diesem spezifischen Abend am Dienstag werden wir das Thema nachhaltiges Unternehmertum haben. Also wie kann ich prägen oder Werte in mein Unternehmen reingeben? Wo kann ich die Spuren von Jesus wiederfinden in meinem Unternehmen über eine sehr lange Zeit hinweg? Hey, danke vielmals, stehst du da rein mit deinem Team und baust diese Business Community. Ich lade dich ein, wirklich zu überlegen, an welchem Abend von dieser Revival Week möchtest du dabei sein. Also August ist riesig, fängt morgen Abend an mit Gebet und dann Worship, Revival Week und die letzte Woche August, 31. August mit Bibellesen. Nutzt diese Möglichkeit, stark in diese 2. Hälfte vom Jahr zu gehen. Kurzer Ausblick in den September. Wir haben wieder am 17. September die Amore Night. Und ich freue mich riesig dabei zu sein mit Paul und Miri Sieber und mit meiner Frau und einem riesen Team hier im Club. Und Paul und Miri nehmen uns mit in was uns dort erwartet. Hallo zusammen. Hey, wir laden dich ganz herzlich ein zur Amore Night bei uns im ICF Zürich am 17. September. Der Titel wird sein, Liebe beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich weiß noch, am Anfang der Beziehung, ganz speziell bei der Datingphase, da macht man gerne den ersten Schritt. Man holt einander ab oder ich wollte immer Miri abholen. Ich habe das Restaurant rausgesucht, ich habe bezahlt, ich habe Blumen mitgebracht. Und irgendwann so im Laufe der Beziehung, auch in der Ehe, wird vieles selbstverständlich und man vergisst so die ersten Werke, den ersten Schritt zu tun. Ja, und mit Dan und Marion werden wir speziell 4 Themen anschauen, bei denen wir oft vergessen, vielleicht den ersten Schritt zu machen. Wir werden Konflikte anschauen, gemeinsame Zeit, Zärtlichkeit und Kommunikation. Und wir werden als Paar immer wieder Zeit haben, das Gehörte zu besprechen. Und wir werden an diesem Abend von einem 3-Gang-Menü verwöhnt. Das heißt, wir haben immer wieder Zeit, zwischen dem Gehörten etwas Feines zu essen und darüber zu sprechen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und das wollen wir einfach an diesem Abend als Thema machen, wie Gott uns geliebt hat, so wollen auch wir den ersten Schritt machen. Wir freuen uns auf dich und auf diesen Abend. Bis dann.
Also, Amore Night, 17. September. Nutz diese Möglichkeit, melde dich an mit deinem Ehepartner. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben an diesem Abend. Alle Infos siehst du eingeblendet. Eine göttliche Beziehung zu entwickeln für Ehe ist so wichtig. Und gerade auch, wenn mal wir durch einen Zerbruch gehen. Und so schön bist du da, Alessandra, Platz genommen auf dem weißen Sessel. Danke. Du bist durch einen Zerbruch gegangen in deiner Ehe, aber das war nicht das Ende der Geschichte. Nimm uns etwas mit in deine Geschichte. Ja, angefangen hat unsere Geschichte sehr gut. Wir haben uns vor knapp 30 Jahren im ICF kennengelernt, mein ehemaliger Mann und ich. Wir waren so ein typisches ICF-Pärchen und 2003 haben wir geheiratet. Von Anfang an war für uns klar, hey, Scheidung und Trennung wird nie eine Option bei uns sein, egal durch welche Schwierigkeiten wir gehen würden. Es würde immer eine Lösung geben. Und so starteten wir sehr optimistisch in die ganze Ehe hinein, bekamen 3 wunderbare Kids. Von außen sah alles sehr gut aus. Happy Family, genau. Aber wir mussten wirklich arbeiten an unserer Ehe. Es gab immer wieder Spannungen und Krisen. Wir besuchten jegliches Angebot, sei das Ehecoaching, Eheseminare, Therapien, jeder ging in die Seelsorge. Also wir können sagen, wir haben wirklich alles versucht, wo man versuchen kann, um eine Ehe zum Blühen zu bringen. Und trotzdem, nach 21 Jahren Ehe, bei mir zeigte sich wie ein Burnout. Ich hatte jegliche Hoffnung und auch Kraft verloren, dass sich wirklich etwas ändert. Die Luft wurde immer dünner und es ging bei mir persönlich ans Lebendige, sodass ich mich wirklich entscheiden musste, hey, Notfallschirm ziehen, wir trennen uns. Und so haben wir uns dann vor 5 Jahren getrennt. Genau. Was ist dann passiert? Ja, es war sicher mal gut, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, weil dann kam etwas in die Gänge. Der Zerbruch war heftig, nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Umfeld. Sehr schmerzhaft. Ich kämpfte mit großen Schuldgefühlen, vor allem meinen Kindern gegenüber. Ich schämte mich, dass ich meine Ehe aufgab. Von Gott fühlte ich mich eigentlich immer getragen. Er war mir nahe, weil ich erlebte, er versteht mich, er sieht die ganze Situation, er verurteilt mich nicht. Aber ich hatte echt Mühe, in die Kirche zu gehen. Ich hatte Angst vor der Verurteilung, vor den Steinen der anderen Christen, die da werfen könnten. Also es war einfach eine Angst. Hey, du hast keinen Platz mehr in der Kirche. Jetzt als geschiedener Christ, ja, war für mich sehr heftig. Und deshalb bin ich gerade froh, dass mich jemand vor 3 Jahren ins Ostermusical im ICF eingeladen hat. Ich dachte, da bist du safe, da kennt dich niemand, ICF ist so groß, geh doch einfach mit deinen Kids. Und ich besuchte das ICF-Musical und weinte praktisch das ganze Musical durch. Ich wurde so berührt von dieser Gegenwart von Gott, dass ich dann auch zu Hause auf die Homepage ging vom ICF und war völlig überrascht, dass das ICF einen Kurs anbietet für Menschen, die in einer Trennung oder Scheidung stehen. Liebe, Leben, Scheitern. Nein. Liebe, Scheitern, Leben. Kurs. Ich dachte, hey, wenn eine Kirche so ein Angebot macht, dann bin ich doch willkommen und fühlte mich sehr willkommen. Ich besuchte dann auch den Kurs vor 3 Jahren. Was hat dieser in deinem Leben bewirkt, dieser Kurs? Ja, sehr viel. Er war mir eine große Hilfe in diesem Zerbruch. Ich fand durch den Kurs auch wieder Perspektive für meine Zukunft. Ich erlebte Kursleiter, die alle durch einen Zerbruch gingen und jetzt wieder voll im Leben stehen, wo wieder motiviert sind, wo wieder schöne Dinge erleben. Also einen Zerbruch, wie eine gescheiterte Ehe, muss nicht Endstation sein, sondern es kann auch ein Neuanfang in etwas Neues sein, wo dich zum Blühen bringt. Und das durfte ich dank dem Kurs auch erleben, dass man da durch kann und wieder Perspektive bekommt. Wie gingst du mit deinen Schuldgefühlen um? Was hat das bewirkt? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich durfte an einem Kursabend erleben, es ging um das Thema Vergebung, dass der größte Stein, den ich immer das Gefühl habe, der auf mich fällt, ist die Selbstanklage. Mir nicht zu vergeben, dass mir das passiert ist. Und ich durfte wirklich mir selber vergeben, dass ich jetzt geschieden bin. Genau. Hey Alessandra, ich danke dir so viel mal für deine Geschichte, die du erzählst. Ich weiß, wir können noch so viel darüber reden. Etwas noch. Ja? Es hat ja also auch Auswirkungen auf unsere Familie. Meine Veränderung
war auch für die Familie So mega stark. wichtig. Und heute dürfen wir wirklich versöhnt und friedlich und mit viel Respekt einander begegnen. So stark. Ich weiß, du bist jetzt selber im Team dabei und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft, melde dich an für diesen Kurs, denn wieder startet auch im September. Danke vielmals, warst du dabei bei dieser Churchbox.